Lepo pozdravljeni. Vljudno vas vabimo k ogledu intervjuja z Vivian Reding, podpredsednico Evropske komisije ter komisarko za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. Intervjuval jo je Mark Whitley, izvršni direktor Evropske zveze gluhih oziroma EOD. Herzlich willkommen zu diesem bedeutenden Interview mit Vizepräsidentin Reding, EU-Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft. Willkommen. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Gehörlosengemeinschaft in Europa so unterstützen. Können Sie uns von Ihrer ersten Begegnung mit gehörlosen Gebärdensprachnutzern erzählen? Und wie hat diese Ihre persönliche Motivation, aktive gehörlose Mitbürger zu unterstützen, beeinflusst? Ja, ich war immer sehr beeindruckt von dem gehörlosen Dolmetscher in der BBC in Großbritannien. Und deren Einsatz geht auf eine Initiative von Paddy Lett aus den 80er Jahren zurück. Er hat die Gebärdensprache ins Fernsehen gebracht. Und er hat es auch möglich gemacht, dass heute viele Kinder in der Gebärdensprache unterrichtet werden. Und eine weitere wichtige Erfahrung ergab sich, als ich Kommissarin für Medien- und Informationstechnologie war. Ich beschäftigte mich damals mit der wichtigen Rolle, die Technologie im Leben von Gehörlosen spielen kann. Beispiele sind die Nutzung von Fernsehen, Internet, Zugang zur europäischen Notfallnummer 112. Und die Teilnahme der gehörlosen Menschen am sozialen, am kulturellen Leben, die sind doch wichtig. Und die Technologie kann helfen und das ist gut so. Wie Ihnen bekannt ist, ist die deutsche Gebärdensprache in Luxemburg, Ihr Heimatland, nicht formell anerkannt. Es ist daher eines der wenigen europäischen Länder, die ihre Gebärdensprache noch erkennen muss. Welche konkreten Vorschläge haben Sie für die Gehörlosengemeinschaft in Luxemburg, um sicherzustellen, dass ihre Gebärdensprache im nationalen Gesetz anerkannt wird? Ja, Sie haben recht. Zurzeit ist die Gebärdensprache in Luxemburg, aber auch in 2 anderen Mitgliedstaaten nicht rechtlich anerkannt, auch noch in Bulgarien und Malta. Die Kommission kann sich nicht für die Anerkennung von offiziellen Sprachen in den Mitgliedstaaten stark machen, da sie in diesem Bereich keine Kompetenzen hat. Im Kontext der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aber unterstützen wir die spezifische kulturelle und sprachliche Identität von Gehörlosen in ganz Europa und damit auch die Gebärdensprachen. In Luxemburg gibt es vielversprechende Ansätze, um die Probleme zu lösen, aber Sie haben recht, es bleibt noch viel zu tun. Ich finde es aber positiv, dass das Ministerium für Familie und Integration begonnen hat, eine nationale Strategie für die Umsetzung der UNO-Konvention zu entwerfen. Und dadurch soll es Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. Die Strategie soll vor allem den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen und mir Möglichkeiten schaffen, die Gebärdensprache auch richtig zu nutzen. Also was ist dann Ihre Vision eines besseren Europas für gehörlose Gebärdensprachnutzer? Welche legislativen Maßnahmen müssen noch ergriffen werden, um dies zu erreichen? Es ist wichtig, dass wir die Hindernisse erkennen und beseitigen. Taube und schwerhörige Europäer möchten nämlich nur das tun, was wir alle doch als selbstverständlich ansehen, mit anderen Menschen kommunizieren. Die UNO-Konvention enthält klare Verpflichtungen für die Vertragsstaaten. Schwerhörige Menschen haben ein Recht auf Unterstützung und ein Recht auf Anerkennung ihrer jeweiligen Gebärdensprache und ihrer jeweiligen Kultur.
Die Europäische Union nimmt diese Konvention sehr ernst. Als Teil der europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen bereitet die Kommission eine europäische Initiative vor, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zu öffentlichen Bereichen zu erleichtern. Das, was die Kommission europaweit verbreiten will, wurde auch schon vor Ort als Pilotprojekt umgesetzt. Ein Beispiel: Vor 2 Monaten während der Zeremonie des letzten Access City Awards wurde die Stadt Pamplona besonders erwähnt. Die Stadt hat eine lokale Internetseite entwickelt, die auch für hörgeschädigte Menschen zugänglich ist. Wir haben uns auch vorgenommen, die Nutzung von Gebärdensprache im Umgang mit den EU-Institutionen zu vereinfachen. Die Kommission arbeitet an einem Testprojekt namens EU-Gebärdensprache in Echtzeit, welches vom Europäischen Parlament initiiert und finanziert wurde. Und durch dieses Projekt soll dann die Kommunikation zwischen den Institutionen und den hörgeschädigten Europäern verbessert werden. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für dieses Interview. Und wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. Sie können mit mir rechnen. Prišli smo do konca intervjuja. Evropski zvezi gluhih se zahvaljujemo za dovoljenje za objavo intervjuja z Vivian Reding, vam, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.